Also Christian hat sich wirklich Drugi für nicht gut zu blöd zu fannen. Und dann leider, muss ich wirklich sagen, leider, wider Willen, habe ich die Mensch super gut fand. Und ich war... Du merkst den Bemol, die kleinen Fakten, die man dort transportieren, bleiben hängen und sorgen dafür, dass Leute Bemol, also ich muss wissen, dass Lützeburg geht. Ja, dass Lützeburg existiert. Ne? Was schon immens wertvoll ist. Ja, ja, ja. Allein Haut hatte man so eine Erfahrung. Das ist schon das ist ein bisschen die Illustration von dem Ganzen. Also das Disneyland von den Ländern. Vielleicht ein ich kann ehrlich sehen, meine Meinung hat sich geändert, dadurch, dass ich das gesehen und erlebt habe. Ja, effektiv. Moin, und du sind wir jetzt, Moin Sven. Moin Christine, bei unserer Episode von «Mehr wie Mandat». Das kann ja aus einem bisschen mehr umgewinnten Setting. Ja, wir haben ein bisschen improvisiert aus dem Hotelzimmer zu Osaka. Wir sind in Japan. Am Grund für werden wir gerade Sommer, die ja bekannt ist in Japan für ganz Warm und fisch dann anstrengend zu sehen. Und wir haben bewusst rausgesicht, weil wir unbedingt wollten auf die Weltausstellung, also auf die Expo gehen. Wir waren zu Dubai. Muss ich dazu sagen, für der letzten Weltausstellung auch noch Shanghai, für Dubai, die Arbeitsbedingungen zu Dubai, die ja auch thematisiert wurden, war ich für den ganz fein auszudrücken skeptisch, ob Steuergelder für eine Expo auszugehen der Wert wären. Ja. Und, schon ein ganz recht parlamentarische Freund dazu gestaltet. Ich habe mich auch bewusst entschieden, mit einer parlamentarischen Delegation auf Dubai zu gehen. Und schon gesagt, schon dann aber irgendwann gesagt, nee, du kannst nicht alles kritisieren, andere nicht gucken. Und dann sind wir privat, privat organisiert, privat bezahlt, zu 3, das ist mal mehr, Christine und ich, ob Dubai gefahren fährst, da zu gucken. Vielleicht ich kann ehrlich sehen, meine Meinung hat sich geändert, dadurch, dass ich das gesehen und erlebt habe. Ja, effektiv. Aber vielleicht mal, wie waren Dinge angeregt? Also ich meine, ich war komplett dagegen. Ich habe nie verstanden, was Leute so abfeiern mit der Expo. Ich habe mir gedacht, dass so viel so verprasselt. Was soll das? Wem bringt das? Und dann ist das an all den Medien breit getrippelt. Ich habe gedacht, all das für die Expo. Ich kann mir nicht vorstellen, was das soll. Ich kriege just mit Shanghai damals die ganze Affäre mit der Gille Frau. Und ich finde doch extrem blöd von irgendwie, dass da noch die Gille Frau irgendwie so weit hin könnt und alles. Und das, ich weiß nicht, ich war einfach extrem dagegen. Und der Pavillon gebaut, um aufgerappt zu gehen. Genau, und ich habe noch gedacht, also was bringt das außer so verprassen für so eine ganz kurze Ausstellung, die nicht mal ein Jahr geht, an einem fremden Land, und dann noch so Dubai, also das ist eigentlich immer ein Platz, ich wollte evitieren. Die nächste Expo an Saudi-Arabien ist auch nicht viel besser, wenn man über Frauen, Menschen, Rechte, Akku schwätzen. Ja, und dann die ganzen Umwelt und Aspekte, CO2-Aspekt. Also, wir können nicht kurz machen, wir waren alle zwei mehr wieder gehen, das ist skeptisch. Und dann leider, muss ich wirklich sagen, leider, wider Willen, habe ich die Menschen super gut fand. Und ich war... Also Christian hat sich wirklich Drugi für nicht gut zu fannen. Und ich bin zurückgekommen von Dubai und ja, schon... Also du wolltest quasi die Flugticket für Osaka schon buchen. Ja, schon zum Sven gesagt, das war so genial, wir kommen nicht zurück. Also für die nächsten, wir müssen das immer machen. Und vielleicht kann man ja erzählen, was du dem denken war. Ja, also für mich war der Moment, wo ich zu Dubai, geht für die noch nie auf einer Weltausstellung war, was wahrscheinlich die meisten sind, muss ich sich das vorstellen wie ein Dorf, wo
all Land sein Platz hat. Sein Haus, verschiedene wie groß, verschiedene wie klein, verschiedene delen sich auch Häuser, weil sie dann nach meiner Geld können oder wollen ausgehen. Und so, dass all Land sein Pavillon hat. Und da geht den wirklich um ein paar Hektar, kann den ganz Welt gesehen, kann den bei der ganzen Welt daheim sehen. Da geht den hin an, es steht den an der Schlange, an das war den an, bei allen Pavillon gehen Volontäre. Meistens junge Leute aus den Ländern, die Pavillon organisieren, die sich dann wohlbefinden von den Leuten kümmern, die an der Schlange stehen, die Frohe beantworten. Lützeburger Pavillon zum Beispiel immer Hotelschule, die du kocht. Genau. Also wirklich Junker, die aus dem Land kommen. Sans faute. Ob all Pavillon, wo ich an der Schlange stehe. Ob das Minotländer wären, Schweiz, Belgien, Frankreich, obviously. Mir auch Weitländer, Amerika, Neuseeland. Wenn sie gefragt haben, wo bist du? Und du hast gesagt, Lützeburg. Und sie hat gesagt, Lützeburg, das ist der Pavillon. Wir haben das gesehen, wir wussten nicht, dass Ehrenstuhl am Burj Al Khalifa ist, dass Ehrenstuhl am One World Trade Center ist, dass Ehrenstuhl... Du merkst den Bemol, die kleinen Fakten, die man dort transportieren, bleiben hängen an sorgen dafür, dass Leute Bemol sich mal wissen, dass Lützeburg geht. Ja, dass Lützeburg existiert. Ne? Was schon immens wertvoll ist. Ja. Allein heute hatte man so eine Erfahrung. Das ist schon das ist ein bisschen die Illustration von dem Ganzen. Also das Disneyland von den Ländern. Und das Flot ist aber nicht nur, dass die neben den Ländern entdeckt, mehr finden die menschlichen Konnexionen. Ja. Und wir haben da wirklich, ob all Pavillon, wir hatten für allem so gemacht, wo dann so wie ein Luxexpo ist, mit ganz vielen verschiedenen Ländern, da war für allem afrikanische Länder, kleine Inselstaaten. Und da sind wir auch viel mehr Gespräche mit den Leuten nachgekommen, weil da wirklich dann immer Leute aus den einzelnen Ländern waren. Und zum Beispiel war dann da eine Madame aus dem Togo und ich war ja für knapp 6 Wochen für Arbeit am Togo und dann haben wir ewig lang mit ihnen geschwärzt und dann haben wir zu zwei wollten einen Japaner überzeugen, dass es dann aber lohnt, an den Togo zu gehen. Und da war eine Japanerin. Leute aus dem Mali geschwärzt, genau. Leute aus dem Kamerun geschwärzt. Voilà. Wo mir direkt auch noch, wie uns bei Christine Gerners gesagt hat, also am Kamerun, das ist das Land, wo sie ganz viel Obst tun. Ganz viel gut frisch Obst, hat es gesagt. Ja. A grüne Bananen, hat Krachbananen gemengt. Ja. Ne? Wo die Frauen Fußball spielen. Weil der Kamerun seine Levinnen, wie sich hier Equipe heißt, durch eine Evidenz gesagt hat. Das ist dann auch flott, was dann auch bei so einem jungen Mensch kann hängen bleiben. Und eben noch einer so eine Konnexion mit einem Land gemacht haben, wie du vielleicht die Stereotypisch, die ihr kennt, wenn ihr immer Nachrichten gucken, immer nicht mehr Krieg, immer nicht mehr Armut oder so Sachen, oder ich weiß nicht, immer nicht mehr Betongebäude, Reichtum oder so. Was einfach flott ist, dass das ermöglicht, als Lützeburg in Evidenz zu setzen und als auch an anderen quasi zu mosen und zu weisen, es geht als Mission auf der Weltkarte, und das eben nicht nur zu verbinden mit Finanzplatz, nicht nur verbunden mit, es geht als, weil wir das erste und natürlich setzen wir das in Evidenz und das ist auch wichtig, aber wir setzen aber auch in Evidenz, was Lützeburg ausmacht. Ja. Und natürlich kann ich schauen, was gratis öffentlichen Transport wird, bla bla bla, aber was einfach flott ist, und ich meine, das Konzept von diesem Jahr heute zu Osaka, also es wirklich das Gefühl, den Leuten einen Herzschlag von Lützeburg zu gehen. Zu weisen, wie Lützeburg, das war alles zu Lützeburg möglich, das Diversität. Ja. Die meisten Leute wissen ja nicht, dass zu Lützeburg als zweiten Immigrationswurzeln hat. Ja, das wo sich 50% von der Bevölkerung nicht Lützeburger Identität, also Staatsangehörigkeit, Nationalität haben. Die meisten wissen nicht, dass wir die letzten Großherzogtum auf der Welt sind. Oder überhaupt mal ein Großherzogtum. Also, oder dass das überhaupt gibt. Also wir fangen immer mal da unter. Ja. Gibt das überhaupt. Genau, wir haben die Japaner dann eben gesagt, ja, also Grand Duc, ne, du hast das gezählt mit den Japanern, erzähl die Geschichte vom... Ja, aber ich meine, Lützeburg und Japan haben eine ganz besondere Relation, vor allem zwischen den Herrschaftshäusern.
auch da das etwas, weil den natürlich mit der Zeit von der Politik möchte Leier den dat viel méi wertschätze vielleicht wie en dat gemacht hat, wann en der Tschüss an der Zeitung gesinn hat. Und es wat mech immens geprägt huet an der Relation zwischen Japan und Lützeburg ass, wie de Grand Duchamp gestorben ass, als üblich dat Kondolenz Telegramm am englischen Name genannt am Protokoll échangéiert gifir so mir kondoléieren und so weiter. Und bei Japan war etwas ganz speziell. Hier ein Käser, der normalerweise just empfängt und ganz selten rausgeht, hat sich an die Lützeburger Ambassade deplaciert, für da seine Kondolenzmessage an das Kondolenzbuch zu schreiben. Etwas, was quasi du jamais vu, also im protokollarischen Niveau, was die immens engen Relationen zwischen Lützeburg und Japan illustrieren. Und auch dafür meine ich, also war ich für die Osaka-Ausstellung manner kritisch schon. Ja. Bon, natürlich auch nur der Dubai-Erfahrung. Und ja, wir hatten heute halt mit japanischen Journalisten geschwärzt über Lützeburg, letzte Großherzogtum. Ja, es gibt gute Relationen. Und die Anekdote wird aber eigentlich den Punkt wirklich vom gegenseitigen Respekt. Genau. Ja. Auch die menschlichen Changen. Wir haben heute mit der Equipe vom Pavillon geschwärzt. All Tag als ein anderes Presseteam aus Japan Lützeburg Pavillon. Die Drehschweit von Lützeburg an Japan über die Main, wo wir hier sind, als immens amplifiert, was man wahrscheinlich sonst nicht mehr könnte man denken, 10-mal so große Ambassade stemmen, was man sonst viel mehr Geld gibt, kostet wie das, was wir hier machen. Am Nation Branding ist ja eigentlich nicht nur ein Pavillon hinstellen. Mir gerade auch das, was spannend im Lützeburger Pavillon gerade das Jahr immens gut gelungen ist, als die Emotionen rüberbringen. Dass die Leute eben über die Emotionen Sachen von Lützeburg verhalten. Aber wenn es nicht mehr ist, es gibt Lützeburg, das ist ein Großherzogtum, oh wow, du hast aber schön gering. Also zum Beispiel, was mir direkt aufgefallen ist von den Rücken, ist, dass so ein Film, wo alle Leute lachen irgendwie. Und das war irgendwie direkt schon so, ja, also von all Hautfarbe, von der Nationalität, von all Alter, wo den do Leute gesehen, die do an Gesicht lachen und dann immer den Herzschlag am Hintergrund. Und das transportiert immens viel. Und dann hast du einen Raum von Visiteuren, es sind zwar der größte Teil von den Visiteuren auf der Expo sind Leute aus Japan, mit trotzdem reisen immens viele Leute, so wie mir zum Beispiel, spezifisch für die Expo und die Länder. Und gesagt ihnen aber wirklich Leute von nämlich Altsprachen von überall. Also just jetzt so, was mich markiert hat, war nicht der nächste Raum für das Video, mit dem zweiten Raum. Und ich gehe noch mal mir heran, da gehen die Tiere ab, gehst du an den Raum ran. Und dann der nächste, was mir gesagt sind Sitze aus dem Tram. Ja. Und sie fragt, was machen die hier? Hat er direkt remarkant. Und das nächste hat gesagt, aus dem Piano aus dem Café des Artistes, ja. wo die Fernand drauf spielt, genau, oder genau. spielt schon. Das war dann auch so direkt. Etwas, was das mit daheim verbunden hat, ja. Gleichzeitig so. Und auch das, meine ich, wenn man irgendwie Pferd springen, das ist natürlich für Lützeburg ja ein direkter Bezug. Wenn man irgendwie Pferd springen, den Message zu transportieren, dann ist das ja nicht ein Hard Marketing mit dem Soft Marketing. Genau. Und der will nicht gut nicht unterschätzen auf der Weltbühne. Also ich so jemand Beispiel, wie ich in Spanien studiert habe. Ich habe ein Jahr in Spanien gelebt und noch da studiert. Und da waren immens viele Latinas, mit denen ich in Kontakt war. Die wussten alle gut, wen als Großherzogin wir. Weil dadurch, dass sie kubanische Wurzeln oder Spanisch schwätzt, als sie an all spanischem Royal-Magazin Klatschblatt gewirrscht. Also das wird für uns Gala und genau. Bunte und hier Olla und so. Die Frau im Bild, Frau in der Zeit, Frau in der... Also alle Kolumbianerinnen haben mir gesagt, oh, Maria Teresa. Und ich war so, hä? Nicht nur, dass sie wusste, wo Lützeburg ist, mir auch noch wen als Großherzogin ist. Weil die Großherzog gehecht hat, das war aber ein Kind. Aber Madame ist hängen geblieben. Und das war immer so etwas. So kleine Sachen, die Banker in anderen Ländern mir gut nicht mitkriegen,
immens viel Stolz auch machen, ne? Dann haben sie immer gesagt, das ist ein von nice, das ist ein Latina. Und das hat sie immer immens viel Stolz erfüllt und dann eben noch direkt eine Relation zu Lützeburg aufgebaut. Und voilà, das heißt also so, ich fand, es geht ihm nur der Expo mit so einem immens beflügelten Gefühl hin. Also mir gerade, ich meine, mindestens 13 Kilometer an the face. Das Disneyland von den Nationen, ja. also... Das ist impressionant. Es wäre falsch, und da komme ich schon aber auf das Politische zurück. Ja, musst du machen. Das ist aber mehr wie ein Mandat. Ja. Wir sind auch freiwillig, wir sind eine Privatheit. Wir sind das alles wichtig gewesen. Ich meine, du hast das gesagt, ich will da hin. Ja. Bin also auch als Vakanz so geplant, genau. getestet, gedrängt, dass er irgendwie abgegangen ist. An die Schulvakanz geht, für dass du keine Chambre hast. Wir haben natürlich eine ganz andere Sache in Japan gemacht wie in der Expo. Wir haben 17D-Schei. Ja, wirklich Immersion. Auch immens flott. Das sind in ganz verschiedenen Bildern von Japan. Wir haben ganz zurück auf der politisch. Wir schaffen hier eine Vitrine für Lützeburg. Ja. Ich habe heute gefragt für eine Message an Göllenburg anzudrohen von unserem Pavillon, weil ich geschrieben habe, dass mehr wie 9500 Kilometer von daheim und aber möchte der Pavillon, den sich direkt wieder hinfällt. Ja, effektiv. Das ist der Wolle für Lützeburg. Ja. Das ist also den Merci für den Super Accueil. Und dann muss ich einfach so denken, absolut gelungene Reklam für Lützeburg aus. Das kann ja also den zirkulären Pavillon. Wir haben für den Runden schon gelöst, ja, dann wird das immer aufgebaut, zerstört. Also Shanghai und Chinesen ist quasi gefroht, für ihn zu kriegen. Der Pavillon, ja. Der Pavillon. Sie kommen immer immens gut tun. Der TSD-Pavillon, den steht noch immer zu Shanghai. Wir hatten die Chance, den für ein paar Jahre dann noch privat an einem Deplacement zu sehen. Genau. Den zu Dubai sind wir auch mit den Emirati Enski für dass den weiter genutzt wird, durch Stau geblieben ist. Und waren architektonisch wunderschön dabei. Die Möbiusschlauf, super schön. Ja. Ich freue mich, ob sie dem Xavier sein Hologramm weiterhin affichieren. Bon. Also das Pavillon hat kein Hologramm von Politikern, das hat mich auch positiv überrascht. Klar, vor allem die Leute, da wo die an Valeur gesagt haben, natürlich immer ein Chef fand. Ja. Dann hat den an diesem Pavillon den aufgebaut. Genau, also, den hast vom Bauen hier schon so gedurcht, dass den komplett kein Hanoren benutzen. Das ist kein Drips Beton an den Boden geflossen. Ja. Und das ist absolut recycle und reusable. Ja. Also es geht nicht an den Refuse. Ja. So ein Betonsblick an den Boden gesetzt wird Fundamente, anstatt Beton zu gießen. Die gehen noch an einem Resort benutzt. Dann Placken, die Verschulung von dem Ganzen, das sind Betonsschulplacken. Die gehen nur auf Chantier, für darum benutzt zu gehen. Batschen für Oven, für den Regen abzufangen, mit dem Heu übrigens auch zum Ding gekillt wird. Die sind an Poschen an der Portemonnaie verschafft und anscheinend schon ausverkauft. Das heißt, das mal leid, ich kann keinen verspielen oder so. Nee, mir noch gar nicht. Klassisch Podcast-Geschichte. Der Grand Duc hat aber anscheinend aufgehauen und will seine Phrase schenken. Also der war ein bisschen nächster wie mir, den hat noch mehr Chance. Ja, und das muss ich einfach auf 4 Strecken mir 100 so auch auf diesem Volley beigelegt. Ja. Und dafür ist es wichtig, ich meine auch, dass den kritisch durchgeht. Wir sollten das nicht einfach holen, also hey, komm, da gehen wir auf die nächste. Wir machen das kein Gedanken über das Konzept, wir machen das kein Gedanken darüber, was machen wir mit dem Pavillon, was ist das Ziel. Mir ist schon wirklich gefehlt, dass man aus der Vergangenheit aber irgendwo gelernt haben, aus dem Skandal mit der Frau zu Shanghai, was schlussendlich ein riesiges Succès ging ist, aus der ganzen Diskussion rund um die Arbeitsbedingungen zu Dubai, was Japan natürlich ganz obviously an seinen Job gelaufen ist. Und dann noch aus all den Fragen von Nachhaltigkeit.
kein forciert Nachhaltigkeit, einfach Common Sense. Nicht nur Lützeburg, das muss ich auch direkt sagen, allgemein die Organisatoren und auch alle guten Diana Länder evaluieren ja selbst. Also du hast, Gott sei Dank, ein Umdenken geschieht. Von Anfang an hat man da geplant. Und sie fokussieren noch ganz viel Pavillon auf Sustainability und auf allgemein auch heute Recycling. Du hast nicht nur ein Recycling, aber ich meine allmählich von den Wasserflaschen oder so Plastikflaschen. So 7 Pubellen. Also, glücklicherweise sind so Leute da stehen, die einem erklären, wer da wäre ein Pubell. Und dann wirst du wirklich, du kannst alles trennen. Und sie haben zum Beispiel direkt auch, dass ein PET-Flaschen musste den Film rundherum raufholen und den Stopp raufholen, für das direkt optimal verschafft, dass wir können neu angeschmolzen zu gehen. Und dann musste Plastik an einen anderen Pubell machen. Aber weil Autorisiert war vorher, das ging nicht Schlange, wusste ich kann so stellen. Und dann hast du eng bis so Personen, die da dann helfen, dann alles richtig zu recyclieren. Und die holen das doch ganz, ganz, ganz seriös. Also, da vielleicht ein letzte Remarque über Japan. Nur einer Woche, einer dicker Woche in Japan, als mir etwas als aufgefallen, das Land von den Kontradiktionen. Ja, du sagst einerseits immens, höchst technologisch, alles klappt irgendwie mit pur Arbeitsbisse wie in China haben wir da doch schon alles ist immens digital und dann hast du auf der anderen Seite am Platz wo mir logisch an Cash als ich da rar also ja. Das ist die Shops wird die klar so hat Cash geholt wenn zu Kawaguchi bei Mount Fuji all Foodtruck hat Cash geholt den weil der Chlor hat tschüss mit Karte bezahlt schon gesagt können denen ein Berlin Kreuzberg gehen an denen erklären wie das funktioniert oder zu Lützburg verschiedene Plätze wo die Karte nachher gesehen das also das funktioniert und dann hörst du eben auf der anderen Seite so Sachen wo mir begriffen so hey, mir mal ein Bildschirm oder auch einfach ein Schild mit 2 Potoen oder E-Poto oder mir spannen 2 Potten an meine Band rundherum für die Leute zu gidieren und so hat es auch immer Leute stehen. Also diese wirklich Leute, die 8 Stunden am Tag, Gott sei Dank mit ventilierten Westen, ganz viel UV-Schutz, und ein Schild, das unhalten. End of the line. Nee, das möchte ich noch sagen, weil du mussten so heinst du hin und hier tröppeln. Heierst du. Ja. Das sind nach die Sinn, man hat ganz andere Sachen gesehen. Am Hotel. Das Konferenz ist am Saal 5F. Ja. Wir haben noch die Madame gesehen, die die Krasi gekehrt hat. Das wird dich geprägt. Das hat mich geprägt. Und ich mir gedacht, das ist so hardcore. Am Tempel kann das ja vielleicht in Sinn haben. Ich weiß nicht, am Zen-Buddhismus geht ja auch ganz viel über repetitiv Arbeiten, wie den Boden ganz gut putzen oder so. Kann sehen, dass das nach Sinn mischt. Und aber haben mich ganz viel der Arbeiten irgendwie matt geholt, wo du auch vielleicht 5, 6 Leute hast. Ja, und das ist eben das Land von der Kontradiktionen irgendwie. Ne? Höchst technologisch und auf der anderen Seite eben noch ganz, ganz viel so manuell. Manuell überflüssig Arbeit, wenn stelle so der jugieren. Mich einfach heute auf der Expo geprägt, da stehen nur 3 Sicherheitsbeamten, die eine Seele zwischen zu spannen, just für als der richtige Weg auf die Rolltrappe zu gidieren. Also sie haben dann extra so hingen, wo sie dann hier Hand da durchmachen. Ja. Und dann, ja. Also, ihr merkt, Japan prägt es schon ein bisschen. Wir werden Mengen nächste Woche nach über Japan zu schwätzen. Aber ich will ja auch nicht so viel immer meine soziologische Einschätzung gehen, die ganz persönlich Die Alternative ist, dass wir nächste Woche nach über die Post-Shutdown von den letzten die schwätzen müssen. Das wird das Episode noch nicht kurieren. Da kommt man auch schon hier Rande, weil wir waren nicht wirklich betroffen. Glücklicherweise, wir sind einfach drin, also ich persönlich bin aber drauf heraus, von was genau geschieht, das technologisch interessiert mich da. Ja, auch am Sommer also nicht viel Pause zu machen. Ja. Dafür machen wir auch keine Pause. Wir werden noch nächste Woche im Haus sein. Genau. Vielleicht kann man der nämlich der Perspektive, vielleicht auch noch ein kleiner anderer. Im Fall wir freuen uns, wenn du nächste Woche dabei bist. Genau. Bis dann. Bis dann. Adi.